Ja, Leute, so schnell geht es. Was es zum Sagen hat, interessiert keinen. Da hat er noch die ganzen Steintafeln, sonst hat er nicht viel dabei. Ich glaube, das war die bessere Lösung. Kurz und schmerzlos von hinten erschlagen. Und wir haben jetzt die Klaue Belias. Oho, das schaut natürlich ganz gut aus. Wo ist sie denn? Betty? Da haben wir die Klaue Belias. Natürlich eine Zweihandwaffe. Was haben wir denn wir an Zweihand? Achso, wir sind Kämpfer. Also nicht ganz so ungeübt. Die Waffe lässt sich nicht anlegen. Und es macht Schaden. Das ist aber nicht so fein. Ich glaube, wir sollten damit zu den Magier mal laufen. Ja. Wie kommen wir denn zu den Magier? Können wir da noch irgendwas machen? Da geht noch Tor auf. Na, hoffentlich nicht schon wieder fallen. Ach, ein Portal. Ja, das ist natürlich super. Und da geht's wohin? Wissen wir nicht. Ach so, jetzt sind wir da heraus. Ich hab's geschafft. Raven ist erledigt. Damit hast du Belia einen kräftigen Tritt verpasst. Dann wirst du jetzt weiterziehen? Meine Aufgabe in diesem Tal ist beendet. Ich könnte mich mal ein paar Tage ausruhen. Ja, du bist ständig unterwegs, was? Ich wünsche dir eine gute Reise. Wer weiß, vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Wer weiß. Es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die du durchqueren wirst. Und an einem solchen wirst du mich finden. Gut. Dann mach's schon mal gut, Taurus. Denn wir machen uns auf zu neuen Abenteuern. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Halt, Moment einmal. ist aber nichts von Pflicht. Wir müssen ja nicht mehr laufen. Wir können ja bequemer reisen mit dem Portal. So, jetzt sind wir wieder bei dem Magier. Pass auf, jetzt brauchen wir einen Saturas. Der ist natürlich da hinten wieder. Mal schauen, was er sagt. Die Erdbeben haben aufgehört und wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Adanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Adanos möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxir ist schon nach Korenis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen, doch ich kann sie nicht anlegen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet, oder du machst dir ihre Macht zu Nutzen und verwendest sie im Kampf.
Warum sollte Beliar mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Beliar ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Ich glaube, die lassen wir lieber bei uns. Die können wir bestimmt viel besser brauchen. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts, daran gibt es keinen Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korenis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Adanos möge dich schützen. Okay, und ja, wir müssen dann einen Schrein Beliars finden, um dass wir zu dem beten können. Ja, muss so einer sein. Ich habe keine Ahnung, wo ein Schrein Beliars sein soll. Natürlich eine gute Frage. Tja, ich bin überlegen. Da heraus habe ich nie einen Schrein gefunden. So, pass auf, wird mächtig. Es gibt ja noch ein paar Erfahrungspunkte zum Holen. Und die möchte ich natürlich mitnehmen. Oh, Moment mal, ich habe überhaupt keine Waffen da. So, jetzt aber. Wo ist denn unser Waffenkämmer? Da ist. So. Gibt es denn da heraus keinen Schrein? Vermutlich nicht. Jetzt mag ich nochmal schnell aufschauen. Wo in das Haus ich gekommen? Das Herrenhaus. Vielleicht ist da ein Schrein drin. Wo ich mir aber gar nicht vorstellen kann. Also drüben in Korenis, da waren natürlich schon Schreine. Aber da ist nirgends sonst. Also wir müssen erst einmal ein Gebet abgeben. Also da ist schon mal nix. So, also ich habe gesagt, bevor wir die Add-on-Welt verlassen, möchte man ja noch im Banditenlager aufräumen, denn es gibt wichtige Erfahrungspunkte und es war ja irgendwie blöd, wenn wir die liegen lassen hatten. Deswegen werden wir jetzt da mal Selbstjustiz üben. Was ist denn das da? Ach, da schon her. Bolzen brauchen wir eher weniger. Moment einmal, ein Kreuz markiert die Stelle, wo ein Schatz vergraben ist. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden.
Ja, hat ein bisschen was gebracht. Jetzt sind wir irgendwie vom Weg abgekommen. Glaube ich. So, also sind wir hier rüber. Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr. Ich glaube, jetzt haben wir uns verlaufen. Ach, wir rennen ganz in die verkehrte Richtung. Wir müssen ja da um. So, bitte Ruhe. Achso, da ist der Weg. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. So. Wir wollten ja ins Banditenlager, denn da haben wir noch ein paar Typen umzuhauen. Und überhaupt haben die einen Haufen Items und so Sachen. Und das können wir uns ja nicht alles entgehen lassen. Wer weiß, was da noch für Schätze dabei sind. So, da hätten wir schon mal den ersten Typen. Wollt ihr wohl damit aufhören? So, verschwindet mal wieder. Jetzt haben wir aber schon ein bisschen was abgekriegt. Gut, unverletzt werden wir wahrscheinlich nicht durchkommen. So. Also die ersten hätten wir schon mal umgehauen. Dann sitzen da hinten die nächsten. Glaube ich zumindest. Wir sind das? 2. Edgar. Ja, tut mir leid. Aber hat alles einen guten Zweck. Wollt ihr wohl damit aufhören? So, seht ihr das? Wieder ein paar Sachen. Und wenn wir es gerade verkaufen, das Teig, ist auch egal. Aber es bringt was. So, das war ja noch leicht. Aber im Lager sind ja mehrere. Und es kann jetzt heiter werden. Die haben jetzt auch nicht zufälligerweise einen Schrein da. Immer wieder das Gleiche. Auch nicht. Erzählt sich ja so einiges. Also immer wenn man einen Schrein sucht, dann ist keiner da. Das hätte er auch Und braucht man mal keinen. Dann findet man ständig einen. Ich habe für so etwas keine Zeit. So, wie machen wir denn das am besten? Das sind ja einige. Und die werden gleich wieder Teufel hinter uns her sein. Oh oh. Ole, vor mir ist nicht gut. Also einzeln geht's ja. Bleib stehen, du Lump! Aber Ole, vor mir wird nicht so schön.